letzten Monat hat den Yves als der Line-Klischee mit einem Workshop erklärt. Dazu gab es auch einen kleinen Konkurs, wo ihr etwas gewinnen könnt. Der Gewinner ist noch immer nicht ermittelt, aber der kann immer mitspielen. Einfach ein Video vom letzten Monat auf unserem YouTube-Kanal gucken. Hallo aber zum neuen Video, wo den Yves ein Interview mit Tom Hack möchte und uns weist, wie ihr Stecker anhand von der Minor Pentatonic Scale kann improvisieren. Ahoi Gitarristas, ich hoffe, der hat den Fischstick gewonnen. Heute fuhren wir weiter am Gitarworkshop exklusiv für den Ulzig-Kanal. Und ich habe noch nächstes meiner Witte bei mir den Tom Hack. Und ich wollte euch den Tom kurz vorstellen. Und dann gucken wir ein bisschen, wie ihn über Mi Minor kann improvisieren, Stecker, wo Mi Minor sind, was den da kann gitarristisch machen, zu improvisieren. Also für dich mal, Tom, vielmals merci, dass du der Zeit geholt hast, für heute mit dabei zu sein. Ich weiß, dass du, wo du 12, 13 Jahre hast, dass du 2 Jahre lang bei mir an Gruppenworkshops kommst, schon die Zeit Gitarworkshops gehen an Gruppen. Und den Tom, hast du immer bei mir gekommen. Wie ist es noch für dich weitergegangen? Was war noch dein Werdegang? Mit der habe ich mal ein paar Stecker gelernt, ein bisschen Blues-Repertoire, ein bisschen Akkorde gelernt. Und dann habe ich angefangen, Kursen zu holen. Für zu Painting und dann kurz zu Bacharach. Und dann sind wir von Konservatoire auf Jazz-Sektion gegangen. Am Staaterkonservatoire? Staaterkonservatoire, wo ich gar keine Ahnung von Jazz hatte. Und das habe ich ein bisschen entdeckt. Gleichzeitig, wo ich da war, angefangen relativ viel schon zu spielen, von allem, auch Konzert relativ viel schon. Und dann habe ich die Schule fertig gemacht, und dann sind ich auf Bresel Gitarre studieren gegangen. Bresel, das ist ein Conservatoire Royal de Bruxelles. Conservatoire Royal de Bruxelles. Und du hast Gitarre studiert? Gitarre studiert, und du, wo ich am 2. Jahr Gitarre war, habe ich angefangen Bass zu spielen, weil ich raus von der Stadt auch kann. Oh, das ist gut. So, voilà, und dann heute spiele ich die 2. Aha. Ich habe noch mittlerweile selber Kuren. Wo hältst du Kuren? Wenn du Zuschauer zum Beispiel interessiert wäre, für bei der Gitarrenkuren zu kriegen, wo könnten sie dann das machen? Ich bin bei Today Verding an der Musikschule. Okay. Da kann ich sich carrément bei mir ausschreiben, für mehr Kurse zu haben. Ja. Und dann sind ich aber auch noch bei der UGDA und ein paar andere Gemengen, wo das dann immer relativ spezifisch Gemenge lebt. Ja, das sind auch Musikschulen, École de Musique. Ja, ja. Also die UGDA geht eigentlich, stellt Lehrpersonal zur Verfügung. Okay. Das ist nicht wirklich eine Musikschule. Sie schaffen halt mit den verschiedenen Gemengen alle zusammen. Okay. Also ich habe kein Einzelgebäude. Also die verdingen das carrément Musikschule mit dem ganzen Kader rundherum, wo es die Tonne selber ist. Das heißt, du bist mehr an einer Struktur dran, während bei der UGDA das da mehr regional oder mehr lokal. Aha. Du bist auch an der Deiferdinger Blues-Show aktiv. Du gehst auch da Kuren. Wie sieht das aus? Was ist die Blues-Show? Ja, was da überhaupt witzig ist, dass ich schon da angefangen Gitarre zu spielen. Okay. Das ist nur 13 Jahre, ich spiele 13 Jahre Gitarre und schon wirklich da angefangen. Und heute habe ich auch selber Workshoppen, da hat man Spaß. Ja. Und das Konzept davon ist, dass Skipverein kann da hinkommen. Das ist eigentlich offen für Skipvereine, für mal zu gucken, ob ihr Lust habt, überhaupt Musik mit anderen Leuten zu machen. Weil lehrt den Stil Blues, wie du das seht, Blues-Schule. Ja, das ist immer so das ist eine gute Idee, für mit Blues anzufangen, weil du hast schon alles drauf, was an der modernen Musik so dran ist. Ne? Rock, Jazz, Pop, Funk. Und am Blues so den denken ich so etwas wie Sprangbriert für nur an all die anderen. Also für mich kommt alles von irgendwo und die meisten Sachen kommen vom Blues, weil ein bisschen echt da wie all die anderen Stile, die sich Stunden parallel entwickelt haben. Und von der Wenn sind Kuren an der Blues-Show? Das ist einmal im Monat, respektive 2 Mal im Monat. Wir haben 2 verschiedene Kuren. Wir haben Blues-Schule 1, Blues-Schule 2, für die, die schon mal länger geschrieben sind, Blues-Schule 2. Okay, das sind 2 Niveauen. Debutant, das muss so ein. Die Terminologie ist ich persönlich fand sie nicht wirklich übrig, weil es nicht, dass wenn ihr bei den Debütanten hast, dass ihr man gut spielt wie bei den Avancen. Das wirklich wie lange es da geschrieben ist. Okay. Voilà. Das ist einmal im Monat, Samstags Blues-Schule 1, Sonntags Blues-Schule 2, das ist immer am selben Weekend. Samstag, Sonntag ist immer derselbe Weekend. Und ich meine, das ist immens billig. Was kostet das? 15 € kann das sein? Ich meine, kostet
50 Euro für ganz Jahr. 50 Joer fir d ganz Joer also schon e leng dat wär auch ein Argument fir sech dann do anzuschreiben. Ne? Die Workshops von 3 Stunden. 3 Stunden Workshops an ich menge noch Bandworkshops. Ja, das ein Deel bisschen Theorie, Geschichte, bisschen Musik lauschen, ein Deel, die 2 Stunden da just Instrument, wo ich steckle. Okay. Und dann die 3 Stunden als Karimo, Batte, Bassist, Gitarristen, Pianisten, Mundharmonika, Sänger zusammen auf die Bühne kommen und probieren, das Steck zum Klingen zu bringen. Genau, ja, ja. Und das Ganze wird gekränt, das weiß ich, durch einen Aufschluss, ein Live-Gig, ein Live-Konzert, immer am Kader von dem Blues Express zu La Sauvage und am Fort de Grace. Das ist also auch eine flotte Motivation für die Studenten, weil sie dann tatsächlich auch können bei einer Bühne stehen, unter professionelle Bedingungen mit PA, Mikroen und eben sich da mit einem oder 2 Stecker präsentieren. Ich fand, die Blues-Schule Däferdinger ist eine geniale Initiative gewesen. Es gibt sie ja schon 12, 13 Jahre, meine ich. Ja. Also das ist ganz interessant für Leute, die nicht wollen unbedingt an einer festen Struktur wie ein Konservatoire, eine Musikschule sehen, und aber Lust haben, etwas zu lernen auf einem Instrument. Da fand ich die Däferdinger Blues-Schule eine super Sache. Gestern Abend hast du mit einem von den weltbesten virtuosen elektrische Gitarristen gespielt, mit Paul Gilbert an der Rockhall. Der Paul Gilbert ist im Moment auf einer Tournee durch Europa, und er gibt Masterclasses, wo er während einer halben Stunde erklärt, virtuos Gitartechniken, Akkorden, Songs, sein Werdegang auch ein bisschen. Und den Tom hat gestern Bass mit Paul Gilbert während dem ganzen Gig gespielt, mit Michael Mais auf den Drums, die also am Trio gespielt hat. Geschieht eigentlich auch nicht alltag. Das ist ein Musiker von so einem Kaliber durchfreit, hey, spiel mit mehr, ich brauche Bassist. Wie hast du dich dabei gespürt? Super, super. Ich war wirklich nicht nervös. Von dem Moment, wo ich erwischt bin, gestern Morgen. Komm, du hast bestimmt ein bisschen den Trag. Nee, ich war wie klein Kind am Kamelle-Boutique. So, yes, du spielst mit einem richtig guten Weltklasse-Gitarrist. Ja, absolut. Und weißt du, wenn du so einen Gitarrist hörst und du spielst Bass, du musst einfach grooven. Du musst nicht die Virtuosität weisen. Dafür war ich nicht nervös, weil ich auch wusste, ich habe Musik gespielt. Und wo wir angekommen sind, der Paul Gilbert, super feinen Tipp, direkt merci gesagt, dass mehr mit ihm spielen. Das ist normal, ja, das ist immer Profimusiker, die sind einfach immer, das sind einfach live light. Du hast keinen dem anderen sein Teufel, hilfsbereit, ganz bescheiden die Menschen. Ne? Also ich hatte auch immer gute Erfahrungen, muss ich sagen. Ne? Du hast auch Zeit für dich, auf den Gig zu präparieren, hören schon? Ja. Wie hast du das gemacht? Hast du Noten geschickt oder eine CD oder wie? Ich habe eigentlich Aufnahmen geschickt. Und gestern habe ich herausgefunden, Konzert oder für Konzert herausgefunden, dass er Video geschickt hat. Wir sind am Dropbox voll mal nicht so weit gegangen. Ich habe schon direkt an den Steck gedrückt und angefangen rauszuschreiben. Aha. Und dann habe ich die Video und ich weiß hin, wie die Linien alle gut gehen, wie sie Stecker gehen. Ja. Und dann habe ich schon mal nicht mehr gemacht. Ich sitze dann da auf den Kopfhörer und schon Not für Not rausgeschrieben. Transkribiert? Ja. Und dann sind ich das Spiel gegangen. Super. Mittlerweile, weil ich auch viel spielen, Akuren haben, viel lesen. Und ich auch viel, das war nicht rausgeschrieben, du kannst mich nicht schon spielen. Okay, ja. Brauchst du nicht wirklich. Ja, wenn du dir erbecht musst, dann geht das. Genau. Wie dass du Jazz studiert hast zu Bresel, auch noch viel Jazz spielst, live in Webers, hast du wahrscheinlich auch ein paar Flotideen für Reis, wen ich Mimine kann improvisieren. Und das weiß ich mir erst am zweiten Teil von diesem Workshop. Wenn er also drin bleibt, dann sieht er noch nach ein paar musikalische Beispiele, wie ihn über Mi mineur kann improvisieren. Bis die nächste Kehr. Ciao.